So, hallo Lootcast, ich und der Domi haben A Way Out fertig gezockt. Genau, und A Way Out ist ein Splitscreen-Multiplayer-Spiel von Hazelight Studios und wir werden in dieser spontanen Review-Session das Game im Detail beleuchten und ein Fazit ziehen, wie gut oder wie schlecht wir es gefunden haben, solange unsere Erinnerungen zum Spiel noch frisch sind. Und wir fangen am besten mit der Story vom Spiel an. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Wir sind reingegangen in das Spiel und haben gewusst, es geht um einen Gefängnisausbruch. Bevor wir es gespielt haben, habe ich möglichst wenig Material angeschaut vom Ganzen, dass ich auch überrascht werde, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil der Gefängnisausbruch der dient wie nur als Anfangspunkt in dieser ganzen Story und eigentlich dreht es sich um die Story, die nach dem Gefängnisausbruch kommt, und das ist so eine klassische Rache-Story. Ich habe die gut gefunden. Relativ klischeebehaftet, aber nicht unbedingt negativ gemeint. Nein, auch mit vielen Referenzen, und Klischees haben ja etwas Gutes und etwas Schlechtes. Irgendwie jemand, der sonst sich nicht so gut auskennt, kann mit Klischees ziemlich schnell dorthin kommen, wo vielleicht Produzenten die Leute haben wollen, mit den Emotionen, mit den Gedanken, mit den Ideen. Aber es kann ihm natürlich auch auf die Irre führen. Apropos Klischees und klassische Storytelling-Mittel, das Game fängt ja auch so an, dass du die zwei Hauptprotagonisten in einem Flugzeug siehst. Und es sieht so aus, als würden sie jetzt rausspringen oder sonst irgendetwas. Und du hast keine Ahnung, wieso dass sie dort sind, was das sie dort hergeführt hat. Und du musst herausfinden, wie das sie in diese Situation sind gekommen. Das finde ich immer sehr ein cooles Mittel, um so ein bisschen die Story voranzutreiben. Und ich finde, hier ist es auch effektiv genutzt worden. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es macht die Story ein bisschen weniger spannend, weil du weißt, dass bis zu diesem Zeitpunkt alles okay wird sein, eine Story, und sie einigermaßen werden durchkommen. Aber für mich persönlich hat es das Ganze spannender gemacht. Ich hatte lange das Gefühl, dass es ein bisschen emotionaler sein könnte. Also dass es einem so ein bisschen mitnehmen, mehr packen. Vor allem am Anfang, oder? Genau, nur am Anfang. Aber eben, so das letzte Drittel, das hat mir noch einmal gezeigt, dass es wirklich ein sehr geiles Game ist. Und das hat dann nicht lange auf sich warten, bis es dann auch emotional der Spieler mit involviert hat. Genau, man muss im Spiel ein bisschen Geduld haben mit der Story, habe ich das Gefühl. Was die Emotionalität, aber es belohnt einem. Genau, was die Emotionalität anbelangt, aber es lohnt sich. Aber abgesehen von dem ist es zu jedem Zeitpunkt, würde ich jetzt mal sagen, einfach eine spannende Story. Definitiv, ja, das sowieso. Auch wenn es nicht immer emotional war. Genau. Was ich auch noch gefunden habe, ist, dass man lang so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der Leo der Hauptprotagonist ist von dem Ganzen. Ja, einfach weil so die ganze Story am Anfang wirklich einfach voll auf ihn geht. Man hat Flashbacks von seiner Geschichte, man lernt ziemlich schnell seine Familie kennen, und er ist halt auch einfach ein sehr offener Typ und erzählt halt auch viel. Im Gegensatz zum Vincent. Zum Vincent, genau. Der war so ein bisschen unterentwickelt gewesen, aber eben auch hier muss man einfach Geduld haben mit der Story. Was halt einfach krass ist, ist, wie die Charaktere, die wirken extrem sympathisch. Irgendwie, da sprechen sie einem extrem an. Ja, man lernt Charaktere wirklich gut kennen und sie sind sympathisch. Und das ist auch sicher der Grund, wieso die Story spannend bleibt. Ja, genau. Weil dann kannst du wissen, okay, was passiert jetzt mit denen? Schaffen sie es? Wie kommen sie zu dem Punkt, wo wir in Zukunft sehen? Man fühlt einfach mit ihnen mit. Habe ich sehr gut gefunden. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zum Gameplay. Gameplay, würde ich sagen, hat ein zentrales Thema, das sich durch alles durchzieht, und das ist Abwechslung. Ganz, ganz viel Abwechslung gibt es einfach in jeder Facette des Spiels. Und eine von diesen Facetten ist die Darstellung des Spiels. Genau, es ist Splitscreen-Modus, man muss es zu zweit spielen. Und manchmal ist der Bildschirm teilt in 2, in 3, oder manchmal ist auch alles in einem Bildschirm. Und es ist dynamisch. Also man kann sich eigentlich nicht darauf einstellen, dass es nur auf eine Art ist. Es überrascht ihn immer wieder. Zum Beispiel läuft beim einen mal irgendwie eine Cutscene und der andere ist hinten dran noch am Werken, am Hobeln oder am Hämmern. Und das erinnert einem auch ein bisschen an Filme wie zum Beispiel Ocean's 11, wo zum Beispiel der Rand einrückt, dann siehst du noch eine zweite Story parallel laufen. Haben schön ästhetisch gemacht, cinematografisch. Abwechslung ist auch ein zentrales Thema beim konkreten Gameplay. Wenn man das Spiel durchspielt, wird man extrem viele unterschiedliche Sachen in extrem kurzer Zeit machen. Die coolsten Momente im Gameplay habe ich immer gefunden, wo du einfach so einen Bereich
frei hast können erkunden. Ja, die sind schön. Also es ist eine Welt und sie haben wirklich alles bis ins Detail wirklich schön designt. Ja, sie sind wunderbar designt und sie stecken vor allem auf voller Interaktionsmöglichkeiten. Also du hast in diesen Welten sehr viele Personen, die du mit denen kannst reden kannst. Und je nach Charakter bekommst du dann auch andere Dialogoptionen, du bekommst andere Informationen, die du aus diesen Dialogen kannst mitnehmen kannst. Du hast lauter Objekte, die du mit denen kannst interagieren kannst. Und auch hier, je nachdem welcher Charakter zu diesen Objekten geht und mit ihnen interagiert, hast du andere Interaktionsmöglichkeiten. Und die Interaktionsmöglichkeiten passen auch immer perfekt zum Charakter. Genau, und ich finde es auch spannend, wie wir dann gegen Ende des Spiels schon ziemlich gut antizipieren können, was da jetzt der Leo zu dieser Situation oder zu dieser Person würde sagen, oder was der Vincent würde sagen. Und das ist für mich auch ein Zeugnis davon, wie schnell dass man wirklich engagiert ist mit diesen Charakteren. Und das ist etwas, wirklich, das machen sie sehr, sehr gut. Und dann gibt es neben diesen Interaktionsmöglichkeiten in diesen Bereichen, wo man erkunden kann, gibt es noch Minigames, die noch mehr zur Abwechslung beitragen. Und da kann man zum Beispiel Darts spielen gegeneinander. Man kann gegeneinander gamen. Man kann zusammen Instrumente spielen. Man kann Arm drücken, was wir sehr lustig haben gefunden. Das ist wirklich, da haben wir uns Fingerwund gespielt. Ja, das ist ein Schlüsselmoment von diesem Spiel. Das ist wirklich super. Ja. Es ist so simpel. Button-Mashing, aber es passt so gut rein. Ja. Du willst echt besser sein als der andere in diesem Moment. Das hat wirklich Spass gemacht, ja. Und spannend, was die Minigames auch noch bringen, ist, wie man lernt mal so ein bisschen in einem geschützten Rahmen, wo man genug Zeit hat, vielleicht ein paar Mechaniken. Und das sind dann manchmal schon Sachen, die du wirklich nicht brauchst, die du dann zum Story vorantreiben brauchst. Ab und zu zum Beispiel das Button-Mashing ist dann auch etwas, was schon noch kommt. Und das ist dann eben gäbig, wenn man es zum Beispiel im Armdrücken mal hatte, oder man kennt die Game-Mechanik schon. Es ist nicht so, dass man wirklich absolut ins kalte Wasser geschossen wird, wenn es wirklich darum geht, dass es um die Wurst geht, sondern man kennt es schon. Und cool ist ja auch, dass es bei diesen Minigames und Interaktionsmöglichkeiten dann plötzlich Trophies gibt für ganz, ganz lustige Sachen. Und dann halt schon mal Ausschau nach Sachen, die du vielleicht könntest ausprobieren, und es motiviert einfach, die Welt noch mehr zu erkunden. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Das ist nicht einfach nur Story-Fokus, sondern wirklich auch, es ist zum Verweilen. Es lässt zum Verweilen ein. Oh, you're good. Neben dem Erkunden und dem Minispiel gibt es natürlich auch noch einen offensiven Part vom Gameplay. Und dort gibt es auch ganz, ganz viel Abwechslung. Es gibt zum Beispiel Stealth-Mechaniken. Ist nicht so gut gemacht wie in Spielen, die wirklich nur gut darauf ausgelegt sind, dass man Häuser infiltriert. Und das ist auch okay so. Aber was halt eben ist so ein bisschen hakelig, man merkt es vor allem vielleicht an der Steuerung, wenn man nachher in Cover geht. Das habe ich so ein bisschen gefunden. Du musst ganz gut aufpassen, wie du dich bewegst, weil sonst springt er wieder aus dem Cover raus und du wirst entdeckt. Das gleiche dann auch bei den Schiesspassagen. Da ist so ein bisschen, merkst, es ist nicht zu 100% poliert an allen Ecken und Kanten, aber muss es auch nicht. man merkt, es ist unterentwickelt, aber es dient der Story, es bringt die Story voran. Es funktioniert gut. Es funktioniert sehr gut, ja. Und neben den Stealth-Einlagen gibt es als Abwechslung natürlich auch noch Kampfeinlagen. Es gibt ganz am Anfang im Gefängnis eine Kampfszene und die ist der Wahnsinn. Cinematografisch, mit den Aktionen, die man muss machen, mit wie das die Perspektive auf das Ganze ist. Also die kann ich nur empfehlen. Da werdet ihr Freude haben. Und es ist mega simpel. Die Situationen funktionieren dann vor allem mit Quicktime-Events. Aber einerseits cool, weil es wirklich sehr geil inszeniert ist, kann man nichts sagen. Andererseits hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Kontrolle gewünscht, habe ich an Uncharted gedacht. Und hat auch in den grossen cinematografischen Moment ein bisschen mehr Kontrolle gehabt. Und das wäre das Ganze noch nicht genug Abwechslung, gibt es noch mehr Abwechslung mit ein paar Shooting Mechanics. Was ich auch noch spannend finde, ist das Shooting wird spät eingeführt. Genau. Und eigentlich auch ein bisschen wie das Stealth. Es erfüllt absolut den Zweck, es ist unterentwickelt, es ist nicht wie ein Call of Duty, muss es aber auch überhaupt nicht sein. Und als letzter Bestandteil von dieser abwechslungsreichen Gameplay-Palette würde ich, glaube ich, die grossen Set-Pieces aufführen. Das sind so kurze Abschnitte, wo das Gameplay vollkommen anders ist, als es sonst ist. Und wo du einfach schnell darauf reagieren musst. Und die neuen Gameplay-Mechaniken, die je nachdem komplex sind oder wegen dem Zeitdruck komplex sind, schnell musst du erlernen. Ein gutes Beispiel war das Bootsfahren. Wo du einfach hast müssen koordinieren miteinander. Du hast so eine Statusanzeige vom Boot gehabt, also wie sehr beschädigt es war. Du musst aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Und das ist so,
extrem kurze Abschnitte, die so anders sind als alles andere, aber irgendwie perfekt in die Geschichte passen und eben auch wieder die Abwechslung reinbringen. Plötzlich bist du in so einem Boot drin und bist komplett überrascht, dass du jetzt in dieser Situation drin bist. Es sind aber nicht alle Set-Pieces zu 100% gelungen, wie ich finde. Zum Beispiel relativ am Anfang hat es eine Situation gegeben, wo wir aus einem fahrenden Auto auf Polizisten haben müssen schiessen. Und das hat sich ein bisschen falsch angefühlt im Kontext der Geschichte. Mhm. Eben, die Charaktere waren eigentlich sympathisch gewesen und in dem Moment hast du eigentlich gar nicht wollen, dass sie so durchdrehen. Das war so ein bisschen einer der wenigen Punkte, wo ich gefunden habe, dass das Gameplay nicht mehr mit der Geschichte übereinstimmt. Ludonarrative Dissonanz, wie man das so schön nennt. Yes, was dann natürlich auch etwas sehr, sehr Spannendes ist, Entscheidungen. Da gibt es manchmal wichtige Entscheidungen, wo man sich dann muss entscheiden zwischen dem Weg, den der Leo vorschlägt oder dem Weg, den der Vincent vorschlägt. Und weil beides auch eher unterschiedliche Charaktere sind, geht es dort doch ein bisschen auseinander. Und das finde ich spannend, weil ich und der Tommy haben recht lange überlegt, was auch Konsequenzen könnten sein von diesen Entscheidungen, die wir machen, ob sie es dann gleich noch irgendwie verwutschen. Und selbst wenn es vielleicht nur eine Illusion ist, dass es wirklich auch etwas ändert, wir haben recht lange gehört und recht lange diskutiert und haben es wirklich auch ein paar Minuten halbes Zeit genommen, was könnte passieren und wie es uns könnte beeinflussen in der Zukunft des Spiels. Genau, wir haben einfach nicht wollen, dass diesen Charakteren etwas passiert oder dass sie etwas Blödes machen, was wir nicht würden machen als sie. Eben, sie waren wirklich sympathisch, wir wollten, dass es gut kommt, die Geschichte. Und darum diskutierst du dann auch miteinander. Und zusammenfassend würde ich vielleicht noch sagen, dass vor allem die Gameplay-Momente, egal ob Stealth, Erkunden oder Schiessen, am besten waren, wo die einfach miteinander absprechen mussten, miteinander koordinieren. Ähnlich wie bei den Entscheidungen, wo du miteinander reden musst, was machen wir als nächstes. Und von diesen Momenten hat es zum Glück sehr, sehr viel gehabt. Was hast du zur Grafik gefunden? Hure geil. Also das Licht, du merkst dort, wo es dann gerade am Anfang im Gefängnis hat so eine Szene, wo es sehr dunkel ist, dann laufst du so rein und dann merkst du plötzlich, dass es wirklich aufhält, wie sich auch das normale Auge wird anpassen mit den neuen Lichtquellen, die es dort hat, mit den Neonröhren und so. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Licht ist wirklich etwas vom Geilsten, was ich je in einem Spiel habe gesehen habe. Wirklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das auf einer PS4 Pro muss aussehen. Wir haben das auf einer Standard PS4 gespielt und dort hat es schon extrem geil ausgesehen. Und sonst, Texturen sind mir aufgefallen, wie detailliert es diese teilweise. Ja. Sehr hochauflösend, so viele Details, extrem detailverliebt, das ganze Spiel. Es hat ein paar situationen gegeben, wo man gemerkt hat, dass sie sehr langsam geladen haben. Ja, da würde es mich wundern, wie es mit der PS4 Pro wäre. Genau. Aber im Großen und Ganzen hat es mich nicht aus der Spielwelt rausgezogen. Nein, das überhaupt nicht. Es ist dir aufgefallen und okay, aber das Gesamtbild ist halt einfach wirklich Hammer für ein 40-Franken-Spiel, Indie-Spiel. Es war vor allem auch einfach eine Handvoll, wo wir es gemerkt haben. Und das genau. Ist voll okay. Ein bisschen negativer aufgefallen sind die Animationen teilweise, weil du siehst halt den anderen Spieler die ganze Zeit. Stimmt, ja. Und je nachdem, wie der sich bewegt, hat es ein bisschen komisch ausgesehen. So. Was mir aber wirklich negativ aufgefallen ist, waren die Ruckler, die es ab und zu hat gegeben. Was zum Beispiel die wunderschönen fließenden Übergänge zwischen Cutscene und Gameplay hatte, die sind dann wirklich negativ aufgefallen, weil es float alles so schön und dann ist plötzlich ein Ruckler, wo du denkst, dass PS4 abstürzt. Das war wirklich teilweise recht extrem gewesen. Sehr cooles Sounddesign, noch etwas zum Ton. Die Musik passt extrem gut, finde ich, auch gegen Schluss mit den Emotionen. Genau, der musikalische Score sehr, sehr geil und ich habe so gefunden, es hat auch super zur Situation jeweils passt. Zum Beispiel im Gefängnisausbruch selber habe ich immer das Gefühl gehabt, dass in der Musik so ein bisschen Alarm drin vorkommt. Also wirklich, es paged dich gegen vorne, es gibt aber auch genug Momente, wo es so ein bisschen ruhiger ist und eben die Zeit lädt zum Erkunden von diesen Bereichen. Also auch von der Musik her absolut top-notch. Vielleicht noch schnell zum Abschluss, wenn du jetzt müsstest ein Fazit ziehen, auf einer Skala von 1 bis 10 sozusagen, was würdest du dem Spiel geben? Darfst du Kommas nennen? Sehr, sehr nahe bei mir 10, 8,5. 8,5? Ja. Ich hätte gesagt 8,9. Für ein 9, das ist für mich schon so fast näher an der Perfektion. Es hat noch ein paar Sachen gegeben, die so ein bisschen gefällt hätten, aber 8,9 fände ich so wie eine gerechtfertigte. Vielleicht können wir uns ja in der Mitte treffen, bei einem 8,7. Ja, 8,7. Aber auf jeden Fall 8,7, 8,7, auf jeden Fall extrem positiv überrascht. Unbedingt spielen, wenn ihr könnt. Ja. Das Spiel hätte man auch gerne für Vollpreis anbieten können. Und man kann es ja gratis spielen. Ja. Wenn du einen Kollegen hast, der das Game hat, dann kann der dich online einladen.
und du kannst das Spiel gratis mit dem spielen, von Anfang bis Ende. Aber wir würden natürlich empfehlen, dass man es lokal spielt, dass man wirklich die Reaktionen vom anderen sieht, dass man sich schnell absprechen kann, weil dann macht es wirklich, wirklich viel Spass. Probiert es unbedingt aus, ihr werdet es nicht bereuen. Yes.